다들인데, 음, 난 니们把这你们 개발 차대어로 더디 망어 순수 니们 개발. So, es scheint, dass wir jetzt ungefähr am 8. Tag unseres Mangok Sommerdammers angekommen sind. Ich möchte allen, die hier sich versammelt haben, all den Lamas, den Kalyana Mitras, all denen, die in den verschiedenen Bereichen hier über das Internet zuhören, die Tulkus, die verschiedenen Mitglieder der Sangha-Gruppen und alle anderen Dharma-Freunde, die hier versammelt sind, möchte ich an dieser Stelle grüßen. Einige Tage zurück war ich eigentlich eingeplant, eine Unterweisung zu geben, aber ich war nicht dazu fähig, weil ich etwas mich müde fühlte und gestern Abend habe ich auch gedacht, ich fühle mich sehr erschöpft und wahrscheinlich kann ich heute auch nicht lehren, aber heute Morgen, als ich aufstand, war alles in Ordnung und es gab überhaupt kein Problem. Und so war ich dazu fähig und das vorzubereiten. Um fortzufahren, wir sind dabei, uns mit der Person von Ananda zu beschäftigen und ihn hier vorzustellen. Und diese Einführung in Ananda wäre eigentlich in 3 Hauptpunkte zu gliedern. Wir sind jetzt bei dem 3., das ist eine Haltung Frauen gegenüber. Das hat 4 Unterpunkte. Das unterstützt Frauen bei dem Ordiniertwerden, wie er die Schwierigkeiten in dem Zutrauen der Frauen hat, zerstreuen helfen. Und dann die Geschichte von Ananda und der Frau aus der niederen Kaste, und dann der 4. ist, wie er Frieden in den Palast gebracht hat. Der erste Punkt unter diesen 4 ist seine Anandas Haltung Frauen gegenüber und darin seine Unterstützung, die er der Möglichkeit der Ordination von Frauen gewährt hat. Und generell war Ananda sehr mitfühlend und immer mit dem Wohl der anderen betraut. Und aus diesem Grund heraus, wo er sich so sehr darum bemühte, wie es anderen ergeht, und war er sehr mitfühlend mit all den Freuden und Sorgen der verschiedenen 4 Gruppierungen des Sangha. Und nicht nur für die Bhikshus, sondern auch für die Bhikshunis und die verschiedenen Frauen, die als nicht ordiniert, als Privatpersonen Dharma übten. Und wären es nicht wegen Ananda gewesen, dann wären es nicht 4 Dharma-Gruppen des Sangha, die wir heute benennen. Wir sprechen normalerweise über 4. Und wenn es nicht wegen Ananda gewesen wäre, dann wären es nur 3. Dann gäbe es nur 3 Sorten von Übenden. Der Grund dafür ist weil es in den Vinaya-Schriften so dargelegt ist, das ist wegen Anandas Unterstützung und seines Bemühens gewesen, seiner Ermutigung, dass es überhaupt eine Bhikshuni-Sangha gegeben hat. Um da hier aus dem Sutra selbst zu zitieren, in dem Sutra-Text heißt es, das ist ein Sutra, das übersetzt aus dem Chinesischen während der Han-Dynastie. Der Name heißt Sutra des Buddhas geschickten Mitteln darin, die Güte zurückzuzahlen oder sich für Güte erkenntlich zu zeigen. Es ist nicht klar, wer der Name dieses Übersetzers
dieses Sutra war. Das ist nicht übermittelt, aber es ist auch ins Tibetische übersetzt. Was es daran sagt, es ist wegen Anandas Güte, dass nicht des Buddhas, dass die Mädchen sich der Bestwertung unterziehen und Nonnen werden konnten. Und sagt, und es war Mahaprajapati, die in der Lage war, eben als Frau zuerst ordiniert zu werden, aber das war wegen dem Mitwirken von Ananda, dass dies überhaupt möglich wurde. Deswegen sollten alle jene, die als Privatpersonen oder als Ordinierte, sollten immer an die Güte von Ananda denken. Es wäre außerordentlich gut, wenn sie sich der Güte Anandas bewusst werden, so wie Buddha selbst gesagt hat, zu Gautami. Gautami sagte, lehre den Bhikshunis und den Frauen Folgendes. Sie sagt, wir sollten Ananda als Schutz erwählen, insbesondere alle Frauen, die gerne Freude, etwas Glücksverheißendes oder die Ergebnisse ihres Weges erreichen möchten, sollten an jedem 8. Tag des 2. Monats des Frühlings reine Kleider anlegen und auch am 8. Tag des 2. Monats des Herbstes und sollten dann die 8 Regeln des Tages übernehmen und mit Nachdruck üben und Geschenke darbringen. Ananda wird sie beschützen auf wunderbare Weise und ihre Wünsche werden erfüllt. Nun, es ist, wenn man die fragt, was ist das für ein Sutra, gehört das zu dem grundlegenden Weg oder zu Mahayana, dann ist es hier ganz klar ein Mahayana-Sutra. Der Grund, warum ich ihn hier anführe, ist, weil er zu diesem Thema eine Beziehung hat, dem Thema der Bestwerdung von Frauen. Und ein anderes ist, was ich sagen möchte hier, an dem Winterdharma, Ayakshema, das wir jetzt als Frühlingsdharma umbenannt haben. Wenn wir deshalb dort die Rituale durchführen, um den Dharma für Frauen sich entwickeln und entfalten zu lassen, dann ist der Grund dafür, eine solche Zeremonie abzuhalten, dass es etwas in die Wege bringt, dass Dharma für Frauen sich hilfreich entwickeln lässt. Und da habe ich versucht, ein Tanka von Ananda zu finden, aber das ist ein Bild von Chinresik eigentlich, von Avalokiteshvara, aber da in seinem Vordergrund findet sich auch eine Zeichnung von Ananda. Und der Grund dafür ist, dass wir hier in diesem Sutra, in dem der geschickten Mittel des Buddha darüber, wie man die Güte zurückzahlen soll, da sagt Buddha eben, dass die Nonnen nicht nur zu Ananda sich hinwenden sollen und ihm Dankbarkeit ihm gegenüber empfinden, sondern dass er generell, wenn man sich einem Schützer anvertraut, sie zu schützen in der Lage sein wird und mit wundersamen Fähigkeiten auch ihre Wünsche erfüllt. In gleicher Weise gibt es ein Ritual des 1000-armigen Chinresik Avalokiteshvara. Darin heißt es, wenn wir die Siddhis erbitten, dann wird Avalokiteshvara entweder als Ananda sich verkörpern oder nimmt die Gestalt an von Ananda, wie auch immer, wie die Formulierung dort ist. Also wenn man jedenfalls um Siddhis bittet von Ananda, ist das so darin beschrieben, dass, also ganz generell als der Hintergrund Ananda war von großem Mitgefühl. Und so könnte man sagen, Ananda ist eine Verkörperung von Avalokiteshvara. Deswegen haben wir in dem Ayakshema Dhamma
treffen dort ein solches Bild von Chinresig mit Ananda. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, das jetzt hier einmal zu erwähnen. Aber der Hauptgrund ist der, dass ich kein Bild von Ananda selber habe finden können. Und wenn ich es also finden kann, dann werdet ihr vielleicht diese Begebenheit hier erinnern. Eigentlich werde ich weiter fortfahren mit dem Thema der Ordination von Frauen. Wie Wie ich bereits anderen Tags gesagt habe, nachdem der Buddha erwachte, vielleicht 5 oder 6 Jahre später, begab er sich in seine Heimatgegend Kapilavastu. Und dort in Kapilavastu angekommen, gaben viele der hochrangigen Männer, die haben sich zum Buddha begeben und haben sich dieser Bestwertung unterzogen, um Mönche zu werden. In der Folge waren dann ihre Frauen und ihre Schwestern in hohem Maße inspiriert und haben um ein Ähnliches ersucht. Sie hatten eine große Hoffnung, dass dies auch so möglich sein werde. Und so haben sie eine Gelegenheit gesucht und haben ihn, den Buddha, gebeten, eine solche Bestwertung zu vollziehen. Aber als das dann geschah, in der Theravada-Tradition ist es so beschrieben, dann heißt es, dass Buddha Shakyamuni zweimal nach Kapilavastu ging. Und das erste Mal war sein Vater, König Shuddhodana, noch am Leben, hat ihn getroffen. Und das sind also Geschichten, die am diesem Zeitpunkt passiert ist. Und beim zweiten Mal, das war also nach dem Tode von König Shuddhodana. Und so Shakyamuni zurückging nach Kapilavastu, dann war dies die Hauptzeit, wo Frauen ihn darum baten, sich der Bestwertung unterziehen zu dürfen. Und das war eine Beschreibung, die dem Theravada Sutra entnommen, in ihrer Tradition zu finden ist, in jedem Fall. Aber als dann er gefragt wurde, und dann war es in Banya, Parklandschaft von Kapilavastu. Es war ein Kloster, das dem Buddha geschenkt geworden war. Jemand, der dieses erbaut hat und es dem Buddha übergeben. Und zu diesem Zeitpunkt war da Mahaprajapati. Das war eine von den Königinnen, Frauen, sozusagen die erste Frau war Maya Devi, die Mutter des Buddha, und seine zweite Frau war Mahaprajapati. So, Mahaprajapati kam, um den Buddha aufzusuchen, zusammen mit 500 Shakya-Frauen, um Audienz zu bitten. Sie haben sich verneigt und dann sich niedergesetzt, und es heißt, dass der Buddha ihnen dann Dharma lehrte, sie ermutigte, inspirierte, und nachdem er all seine Unterweisungen gegeben habe, dann dort still nur saß. Bei dieser Gelegenheit hat Prajapati die Frage formuliert: Wenn Frauen, wenn jemand mit einem weiblichen Körper die Gelegenheit wahrnehme, und die 4 Resultate des Weges zu erlangen, wenn das möglich wäre, dann bitte erlaube ihnen, die Bestwertung von Bhikshunis zu erreichen.
Und das sind diese 4 Resultate sind, also des Mantras und des Arahat-Zustands und so weiter, Buddha-Zustand. Und wenn es also möglich ist, diese Zustände zu erreichen, dann bitte erlaube auch Ihnen, den Frauen, dass sie Bhikshunis werden können. Die Antwort, der Lehrer, der Buddha zu dem Zeitpunkt gab, zu Gautami oder mit anderem Namen Prajapati, Gautami sagt er, trage die weißen Kleider jener, die als Privatpersonen, als Hausbewohner üben und übe dich in Keuschheit und den Rest deines Lebens und du wirst einen lange währenden Nutzen und viel Freude und Gutes erlangen. Na, im Grunde genommen hat er ihnen gesagt, also du brauchst dich dieser Bestwertung nicht zu unterziehen. Wenn du einfach diese Vorsätze einhältst für den Rest deines Lebens, dann wirst du die Freude als Ergebnis erlangen. Das ist im Prinzip, was er vordruck und sagt. Mahaprajapati hat aber einen großen Wunsch, dass er auch eine solche Bestwertung, eine Ordination benötigt und hat noch einmal gefragt und dann wieder noch einmal gefragt. 3-mal hat sie nachdrücklich den Lehrer gefragt, aber er hat ohne in einer Weise seine Meinung zu ändern, dieselbe Antwort ihr erneut gegeben. Also nimm einfach weiße Kleider, bleib zu Hause und nehme die Vorsätze und du wirst dieselben Ergebnisse erlangen. Er hat aber nicht erlaubt, dass die Bhikshunis werden könnten. Das ist also die erste Gelegenheit, die darin bestand, eben den Buddha zu fragen, ob auch Frauen eine Bestworte vollziehen können. Dann gab es eine zweite Gelegenheit, als er von Kapalivastu dann zu einem anderen Ort, Nadika, sich begab und als Prajapati dann vernahm, dass er dort in Nadika weilte, hat sie mit 500 anderen Frauen des Shakya-Clans zusammen sich aufgemacht, dorthin zu gehen. Und was haben sie getan? Sie haben als Vorbereitung, wir möchten unbedingt auch eine Ordination erlangen und wir möchten zeigen, dass wir diesen Wunsch ganz stark haben. Sie haben ihren Kopf geschoren. In alten Indien war eine Frau, den Kopf zu scheren, ein schwerer Entschluss. Gab vielleicht überhaupt nur eine Gelegenheit, wenn ihr Ehemann gestorben war und dergleichen, dass sie dann ihre Kopf scheren würden. Und dann haben sie Dharma-Roben angezogen und sind zu dem Platz gegangen, wo Buddha sich aufhielt. Zu diesem Zeitpunkt war der Lehrer Buddha in einem Ort anwesend, Kunjika genannt. In Kunjika, in der Gegend von Nadika. Prajapati und all die anderen Shakya-Frauen waren also langen Weges unterwegs gewesen und ihr Körper waren völlig erschöpft. Sie waren mit Staub und Dreck durch langes Wandern bedeckt. Sie kamen kamen zum Buddha und es war eine große, harte Tour, dorthin zu kommen, haben sich verneigt und Buddha lehrte ihn erneut, hat sie ermutigt, inspiriert, um dann im Nachgang einfach still nur so zu sitzen. Und zu dieser Gelegenheit hat Prajapati wieder das Wort ergriffen und gesagt, bitte erlaube auch Frauen die Bestwerdung und Bhikshunis zu werden. Also es war schon sehr schwierig, den Kopf sich zu scheren, auch die Dharma-Roben anzulegen und er konnte also nicht einfach sagen, bleibt im Hause, übt weiter, nehmt euch weiße Kleider, sondern sie hatten bereits ihr Verhalten geändert. Sie hatten ihre Haare geschoren und hatten diese Kleider übergeworfen.
Aber er sagte ihnen dann, okay, dann bleibt einfach so, wie ihr jetzt schon seid, dann wegen mir, dann seid eben so und dann haltet die Gelübde der Keuschheit ein und das ist genauso gut. Ihr braucht nicht unbedingt die Bestwertung als Bhikshuni. An dieser Stelle, und das ist jetzt nicht ganz klar in der tibetischen Tradition, aber in der chinesischen Übersetzung, in der besonderen Feinheiten des geregelten Lebens erklärt, in dem Vinaya-Text heißt es dort in der chinesischen Übersetzung, da ist jetzt das Bild, was ich zuvor bereits zeigen wollte. Das ist die erste Bitte, die Pragyapati an den Buddha richtete. Und dann ist die Frage, wie hat Ananda jetzt eingewirkt in diesem, um diese Bitte vorzutragen? Also in der tibetischen Tradition, der Mulama Sarvastivada, worin diese feinen Punkte des geregelten Lebens des Vinaya dargelegt sind, darin hat Mahaprajapati 6-mal all zusammen diese Bitte vorgetragen, aber der Buddha hat es nach wie vor nicht angenommen. Und als er es dann nicht angenommen, sie zurückging, vor der Türe sich da niedersetzte, war sie in Tränen und Ananda sei des Weges gekommen und habe sie gesehen und hat sich Mahaprajapati angenähert und gefragt, warum sitzt du hier und weinst so bitterlich? Und die Antwort von Prajapati war, der Lehrer hat Frauen nicht erlaubt, sich der Bestwertung als Bhikshuni zu unterziehen. Deswegen weine ich hier. Ananda sagt, okay, Gautami, warte einfach hier eine Weile, ich werde gehen und den Bhagavan zu fragen. Mach dir keine Sorgen. Ging hinein zu dem Buddha, um ihn zu fragen. Als er dorthin kam, hat er zum Buddha, hat er sich zuerst verneigt, hat sich dann eine seiner Seiten gestellt und den Buddha gefragt. Und bevor er fragte, die eigentliche Bitte vortrug, fragte er, und diese Frage ist, glaube ich, sehr wichtig. Bevor er die Bitte vortrug, hat er eine Frage gestellt. Bhagavan, falls Frauen eine Bestwertung vollzögen als Bhikshunis und dann ihr Verhalten im Dharma all den Regeln gemäß vorzüglich wäre, dann würden sie dann die 4 Resultate des Weges erlangen. Der Buddha bejahte dies. Natürlich, das werden sie. Also die Frage war, werden sie auch die höchstes Resultate erlangen? Aber als der Buddha daraufhin die Antwort gab, ja, das werden sie. Wenn das der Fall ist, dann bitte erlaube doch Frauen, diese Bestwertung zu vollziehen. Das ist eine wichtige Frage. Weil, wenn es so wäre, dass sie der Bestwertung als Bhikshuni sich unterziehen, aber deshalb dann nicht die höchsten Ergebnisse dieses Weges erlangen könnten, dann wäre darin kein großer Sinn zu sehen. Aber wenn dann der Buddha sagt, dass wenn sie solcher Weg gehen und den Dharma üben in regelgerechter Weise, dann werden sie tatsächlich auch das Ergebnis erlangen. Und aufgrund dieser Antwort, dieser Bestätigung, hat er dann die Frage angeschlossen, dann bitte erlaube ihnen doch. Diese Frage ist in der tibetischen Überlieferung nicht so richtig klar. Aber in der chinesischen Tradition und Übersetzung ist es im letzten dieser Punkt sehr klar formuliert. Und das ist wahrscheinlich auch sehr klar in der Theravada-Schrift. Deswegen sage ich, es ist ganz wichtig wohl, dass wir diese Frage zuallererst sehen.
Und als dann der Lehrer ge gebeten wurde, nun den Frauen auch dieses Bestwerdung zu erlauben, dann war die Antwort, frage besser nicht danach. Frage besser nicht danach, dass auch Frauen Bestwerdungen vollziehen können. Der Grund dafür ist, dann wird die Lehre des Vinaya nicht für eine lange Zeit verweilen können. Und in Begriffen, warum nun es so sei, dass dann der Dharma des Vinaya beschädigt würde, welche Gefahr denn darin bestünde, wenn Frauen es ermöglicht würde, eine solche Lebensweise anzunehmen, dann hat er in 3 Beispielen geantwortet. Er sagte, das erste Beispiel ist, und ich werde sie genau so vortragen, wie sie in der tibetischen Tradition der feinen Punkte des Vinaya-regelnden Lebens erklärt sind. Und wenn da ein Haus wäre, wo darin viele Frauen sind, aber nur wenig Männer, dann wäre in indischer Tradition, wenn da keine Männer im Haushalt sind, würden viele Banditen dieses Haus plündern. Und der Grund dafür ist, dass die Frauen nicht in der Lage sind, diese Banditen entgegenzutreten. Also es ist also eine größere Gefahr für Räuber und Banditen. Und die Männer würden kommen und auch Frauen stehlen. So sagte Ananda, also in gleicher Weise Ananda, wenn Frauen auch die Bestwerdung vollziehen, dann wird Dharma Vinaya nicht für eine lange Zeit verweilen können. Der zweite Grund ist wenn man ein schönes Feld hat mit großem Salu, Reis, Ernte und Hagelfall kommt wird das Feld zerstört und die gesamte Ernte ruiniert. Und das dritte Beispiel ist, wenn du ein Feld hättest mit Zuckerrohr und voll in Blüte und reichhaltiges Ernte mit Zuckerrohr. Wenn dann aber dieses Feld von einem Pilz befallen wird, dann wird es unbenutzbar. So, in gleicher Weise wird, wenn Frauen sich der Bestwerdung unterziehen, der Vinaya Dharma nicht lange Zeit verweilen. Er hat es also im Prinzip für möglich gehalten, aber das ein Preis dessen wäre, dass Vinaya Dharma nicht lange verweilt in dieser Welt. Das ist die Erklärung, die Buddha dazu gab. Also in kurz gesagt hat der Buddha in Beispielen erklärt, dass zu der Zeit wenn damals in der indischen Gesellschaft jetzt die Frauen sich der Bestwerdung vollzögen, dass das einen Effekt auf den Sangha habe. Aber wenn Sie dann unbedingt diesen Schritt unternehmen wollen, dann müssen Sie dafür auch einen Preis zahlen in Form von 8 schweren Dharma-Regeln zu befolgen. Und der Buddha erklärte, warum die Frauen diese 8 schweren Regeln auf sich nehmen müssen. Es war nicht so, dass er die ohne Begründung einfach gab. Er hatte einen Grund und diesen Grund hat er mit Hilfe von Analogie gelehrt. So ist es erklärt in den feinen Punkten der Darlegung des geregelten Lebens des Vinaya. Das ist jetzt nicht die wörtliche Übersetzung dieses Textes aus dem Chinesischen, aber ich habe es versucht, es leicht verständlich zu machen. Ich habe also das Tibetische und das Chinesische gewissermaßen in einen Zusammenhang gestellt, hier, um es leicht verständlich wird. Also im Kurz sagt es dabei, in der indischen Gesellschaft zu jenem Tag hätte das ein
hätte das die Art und Weise, wie die Sangha-Gemeinschaft in der Gesellschaft verweilen könnte, von Schwierigkeiten heimgesucht. Aber das Beispiel ist, und da waren die Beispiele vorher genannt, warum es so schwierig sei, wenn also ein Bauern, wenn der Sommer vorbei ist und der Herbst kommt heran und da wird der Bauer einen stabilen Damm bauen, um die Wasserflüsse zu regeln und so, dass dann, wenn das Wasser kommt, das heißt, wenn man keinen solchen Deiche baut oder Dämme, dann wird das Wasser überfließen und dann wird das Wasser und dann würde das Wasser um das Feld herumfließen und keinen großen Nutzen anrichten. Also der Damm wird dazu beitragen, dass das Wasser nicht woanders hinfließt und dass es tatsächlich im Feld verbleibt und deshalb die Ernte gut heranreifen lässt. Wenn in gleicher Weise, wenn es darum geht, um die Fehler und den Risiken vorzukommen, zu verhindern, und ist es wichtig, dass ja, um die Beziehung zwischen männlichen und weiblichen Sangha in richtiger Weise sich entwickeln zu lassen, in einer guten Weise, müssen Frauen diese 8 schweren Dharmas ihre gesamte Lebenszeit über einhalten. Das gibt also eine Analogie dafür genannt, warum Frauen solche 8 schweren Regeln auf sich nehmen sollten als Bhikshunis. So, was sind diese 8 Regeln? Im Prinzip sind diese 8 schweren Dharmas eigentlich 8 Regeln oder Vorsätze, die einzuhalten sind. Ich sage einfach mal den Text so, wie er in den feinen Punkten der geregelten Lebens dort aufgeführt ist. So, was sind die ersten 4? Und das sind die zweiten 4. Sind also die 8 schwerwiegenden Dharmas. So dargelegt, wie sie in den feinen Punkten des geregelten Lebens erklärt sind. Also in dem, was eigentlich die Lebensweise, monastische Lebensweise ist. Um sie in kurz darzulegen, diese 8 Punkte, was ihre Bedeutung ist. Die Reihenfolge ist manchmal etwas unterschiedlich angegeben. Da gibt es verschiedene Anordnungen in verschiedenen Lehrtraditionen des Vinaya. Das hier ist die Mula Savastivada Anordnung, aber in jedem Fall, das erste ist, dass wenn Bhikshunis also Bestwertung vollzogen und dann alle nach 2 Wochen ihre Sojong-Prozedur unterziehen, dann müssen sie darüber Erlaubnis von den Bhikshus bekommen und auch dann diese dazu bringen, dass sie die Patimokkha Sutra vorlesen und Unterweisung geben. Dann gibt die zweite ist, dass Frauen nicht alleine in einer solchen Regenzeit-Klausur durchzuführen sollten. Der Grund dafür ist, dass wenn es eine Nonnenkloster alleine gäbe, da heißt es also nicht, dass das für einen Bhikshu in dem Nonnenkloster anwesend sein sollte, sondern das heißt nur, wenn da keine Bhikshus in der Nähe seien, dann sollten sie in der Regenzeit keine Klausur abhalten. Aber es gibt dafür auch eine Ausnahme. Wenn es eine Nonnenkloster gäbe und es sind Bhikshus in der Nähe, aber die Bhikshus ihre Vinaya-Regeln nicht ausführen und dann auch
und sie es nicht einhalten, nicht die nach der Lebensweise sich geregelt halten, dann muss man sie nicht um Erlaubnis fragen. Eine dritte Regel ist, am Ende der Regenklausur muss das Ritual durchgeführt werden und die Bhikshunis werden es nicht alleine durchführen, sondern die Bedingungen, die Einschränkungen sind, dass es in einem zweifachen Sangha-Gemeinschaft abgehalten wird. Das ist also das Ritual, in dem man alle die Vergehen, während sich angehäuft haben während dieser Regenzeitklausur, dass man die eingesteht und bereinigt. Und das vierte ist, dass wenn Frauen um eine solche volle Ordination erbitten, dass sie diese von der zweifachen Gemeinschaft genehmigt werden muss und sie insbesondere die Bhikshus darum bitten müssen. Die fünfte Bedingung falls es da einen neuen Bhikshu gibt, also der gerade eben frisch seine Vorsätze gefasst hat, dann sollten alle Bhikshunis ihm die Ehre erweisen und sich vor ihm verneigen. Dass Bhikshunis nicht in der Lage sein sollten, die Bhikshus mit harten Worten oder Ärger zu traktieren und zu kritisieren. Und das siebte ist, dass Bhikshunis sollten sich nicht darüber zu sprechen, ob Bhikshus ihre Gelübde eingehalten haben oder nicht. Und das achte ist, wenn Bhikshuni hat einen von diesen Vergehen begangen, wie man das als Absturz bezeichnet, und dann muss sie vor dem beide doppelten Sangha dieses bereinigen. Das sind die 8 schweren Dharmas. Und Buddha hat sie zu Ananda erklärt und hat gesagt, wenn Prajapati diese anzunehmen in der Lage sei, dann ist es okay, dass sie sich der Bestwerdung unterzieht. So war Ananda sehr erfreut und der Grund ist, dass Mahaprajapati viele Fragen an den Buddha bereits gestellt hat und der Buddha sie nicht gewährt hat. Aber durch Anandas Einmischung gewissermaßen war es möglich und er war darüber sehr erfreut und es war nun möglich und er ging also zu Prajapati und sagte, Buddha hat es Frauen erlaubt, dass sie eine Bestwerdung vollziehen. Aber damit keine negativen Effekte, Nebenwirkungen davon entstehen und die Verbindung der beiden Arten von Sangha in einem guten Verhältnis sich entwickelte, hat er die 8 schwerwiegenden Dharmas dargelegt. Frauen, die der Bestwertung sich unterziehen wollen, müssen sie diese Regeln für den Rest ihres Lebens halten. Und erklärte ihr diese 8 Regeln. Also sie erklärt, dass der Buddha dies so dargelegt hat. Wenn du diese 8 Bedingungen einhältst, dann ist es okay, dass du deine volle Ordination empfängst. Als er ihr die volle Antwort dann erklärt und übermittelt hatte, war sie darüber sehr erfreut. Wenn der Buddha so sich entschieden hat, dass wir diese 8 Bedingungen erfüllen, dann werden wir sie annehmen und werden sie für den Rest unseres Lebens solcher Art einhalten. Zum Beispiel werden manche Leute Blumen überreichen mit wunderschönen Blumen darin. Dann werden sie darüber erfreut sein und werden diese
was mit 2 Arten von Blumen geschmückte Blumengirlanden sein. Wenn man das einer Frau gibt, dann werden sie darüber erfreut sein und sie annehmen. So werden wir also auch das mit unseren beiden Händen annehmen und wir werden diese Vorsätze einhalten und wir werden sie, so verspreche ich das, werde ich das mit Sprache, Herz und Körper einhalten. So in dieser Tradition, der Mula-Sarvastivada-Tradition im Tibetischen übermittelt, heißt es, dass dann Prajapati diese 8 Bedingungen der 8 schweren Dharmas übernahm und so den Prozess der Bestwertung vollzog. Dann gibt es aber einen Sutra, worin Mahaprajapati im Chinesischen, darin heißt zuallererst, eine solche Ordination übernahm, dass sie erst die Shramana-Gelübde übernahmen und dann erst die volle Ordination. Das ist ein kleiner Unterschied, aber in jedem Fall war jedenfalls Mahaprajapati die erste Bhikshuni innerhalb der 4-fachen Gemeinschaft. Dann gibt es einen anderen Schüler des Buddha, Upali, der sehr geschickt war in den Regeln des Vinaya und er sagte also, da gibt es so viele andere Frauen, die auch noch in dem Shakya-Clan und andere Frauen, die auch noch ordiniert werden möchten. Und wie sollten sie das tun? Und dann hat der Buddha ihm dargelegt, er soll also erst Zuflucht nehmen, dann sollten die 5 Arten von solchen Vorsätzen der Privatpersonen auf sich nehmen und dann nach und nach die der Adepten und schließlich die volle Bhikshuni-Ordination. Ich habe das bereits anderen Tags einmal gesagt. Und der Vijayavada oder anderen Vijayavada, der Sarvastivadin-Schule, also anderen von Lehrrichtungen, heißt es, dass diese 8 Dharmas, diese 8 schwerwiegenden Dharmas, die Grundregeln für Nonnen seien. Aber in dem Mahasangika Vinaya, was auch in dem Chinesischen übermittelt ist, heißt es darin, dass sie die schon einhalten müssen. Diese Regeln werden aber nicht als die Grundregeln oder Fundamente bezeichnet. Das heißt, sie werden nicht als die allerwichtigsten unter den Regeln angesehen. In gleicher Weise gibt es auch der kontemporäre chinesische Meister Yin Shun, der Zweifel darüber äußert, ob Buddha selbst diese Regeln wirklich aufgestellt habe. Der Grund, den er anführt, ist, dass normalerweise in dem Vinaya für jede Regel es einen bestimmten Vorfall gab, der dann damit korrigiert werden musste. Und das ist aber hier nicht der Fall. Da gab es eigentlich keine Gewohnheit, eine Regel aufzustellen, ohne dass es einen Vorfall gab, der damit geregelt werden muss. Also nicht irgendeine Verfehlung, die als Vorfall, die das begründet, eine solche Regel aufzustellen. Aber wenn wir nach einer Quelle dafür suchen, dann sind wahrscheinlich diese Regeln schon zur Zeit des Buddha selber entstanden, weil alle diese Quellen sehr alte Quellen sind. Aber dann gab es auch diese Debatte zwischen Mahakāshyapa und Ananda. Und es scheint, dass vielleicht diese 8 schwerwiegenden Dharmas von älteren Bhikshus mit besonders strengen traditionellen Ansichten aufgestellt worden sein könnten. In jedem Fall aber, er hat also diese Frage oder hat seinen Zweifel daran, ob der Buddha diese 8 schwerwiegenden Regeln aufgestellt habe. Das ist also eine Debatte, die jetzt dieser Tage auch entstanden ist und wir sollten uns dessen bewusst sein. Das Nächste, was es zu verstehen gilt, ist, man könnte sich fragen, was ist denn eigentlich der Hintergrund dafür, dass solche Regeln überhaupt aufgestellt werden mussten zu dieser Zeit?
Von der einen Seite hat also der Buddha es erlaubt, dass Frauen sich der Bestwerdung unterziehen, und auf der anderen Seite hat er dann solche strikten, strengen Regeln in Gestalt dieser 8 schwerwiegenden Dharmas aufgestellt, um zu verhindern, dass Probleme in der damaligen gesellschaftlichen Situation auftreten und in der Beziehung zwischen den beiden Arten des Sanghas. Er hat also diese 8 Regeln als Schutz damals so formuliert. Dazu gibt es einige Worte, die das darlegen aus den feinen Punkten des geregelten Lebens. Das ist also wiederum keine wörtliche Übersetzung aus dem Tibetischen oder Chinesischen, aber ich habe beide miteinander verglichen und sie klären sich gegenseitig und ich habe sie zusammengenommen. Ich denke, das ist völlig okay, wenn man sie dann so liest. Und darin heißt es, wie bereits vorher erwähnt, Mahaprajapati und die 500 Shakyamuni haben also diese 8 schwerwiegenden Dharmas übernommen und als Vorsatz und dann die Bestwertung vollzogen durch den Buddha, waren voll ordiniert. Und später haben Mahaprajapati und die älteren Shakya-Frauen auch andere ordiniert. So hat also auf diese Weise haben sich diese Bhikshuni-Ordinationen weiter verbreitet und die Zahl der Bhikshunis hat rasch zugenommen. So eines Tages war eines der älteren Bhikshunis, die zu Prajapati ging und sagte, es ist schon eine lange Zeit, dass wir hier Bhikshunis sich der Bestwerdung unterzogen und dann gibt es so viele neue Bhikshus, die gerade eben erst frisch ordiniert sind. Und sollten wir dann nicht lieber uns verneigen im Sinne der Seniorität oder des Alters, sodass die jungen Bhikshus sich zu den älteren Bhikshunis verneigen sollten und die jüngeren Bhikshunis sich zu den älteren Bhikshus verneigen sollten. Also sollte nicht der Grundsatz der Seniorität hier der Maßstab sein, vor wem man sich verneigt. Und Mahaprajapati sagte, Schwester, warte mal ein Weilchen. Sie hat also nicht gleich ihr Okay gegeben, weil Buddha ja vorher das ganz klar so gesagt hat, dass Bhikshunis von jeder Art von Seniorität sich vor jedem Bhikshu unabhängig von dessen Seniorität verneigen sollten. So sagte Schwestern, wartet mal ein Weilchen, ich werde gehen und Ananda fragen. Also da war so ein gewisser Unmut unter den Frauen, unter den Bhikshunis, über die Art und Weise, wie man sie zu verneigen habe. Und so ging Mahaprajapati zu Ananda und hat ihm diese Frage vorgetragen. Und er sagte, Mahaprajapati, warte ein bisschen, ich werde den Bhagavan fragen. Und so ging er zum Buddha und fragte den Buddha. Die älteren Bhikshunis fragen, es ist schon so lange her, dass sie diese Vorsätze gefasst haben. Es gibt so viele neue Bhikshus, die gerade eben erst Bestwertung vollzogen. Und wäre es dann okay, dass man sich jetzt der Seniorität gemäß zueinander verneigt? Und das nicht okay? Und der Buddha sagt, Ananda, sprich nicht in dieser Weise, sag solche Worte nicht, bitte. Der Grund, weswegen, wenn Frauen nicht es zur Bestwertung vollzögen, dann würden wenn solche Privatpersonen und Brahmanen und so weiter einen Bhikshu treffen, würden sie die feinsten Arten von Essen darbieten und so weiter und würden
Und sie würden auch dann feine Tücher, weiße Tücher bringen, sie auf den Boden auslegen, sagen, bitte Bhikshu, geh über dieses Tuch, das wird uns Freude und Wohlergehen für lange Zeit bringen. Oder sie werden ihre Haare auf dem Grund auslegen und sagen, bitte Bhikshu, geh über diese Haare, das wird uns Wohl und Freude bringen für lange Zeit. Und wenn in dieser Weise also Frauen nicht der Bestwerdung unterzogen worden wären, dann wäre wie Sonne und Mond würde der Glanz meiner Regeln, meiner Lebensregeln hier sich ungehindert in dieser Welt ausbreiten, von keinerlei Leuten mit anderem großen Licht dort beeinträchtigt, um gar nicht erst von den Extremisten zu sprechen. Und wenn Frauen also nicht erlaubt worden wäre, die Bestwertung zu vollziehen in dem Dhamma Vinaya, dann würden meine Lehre makellos und ungehindert über viele tausende Jahre verweilen, aber deshalb, weil es geschehen ist, wird sie 500 Jahre weniger in dieser Welt verweilen. Aus diesem Grunde hat also Ananda, so fährt er fort, wenn Frauen also nicht Das ist also eine Gesellschaft, eine Ordnung, muss man sagen, die zu dieser Zeit Frauen einen solch niedrigen Rang einbilligte. Es gab viel Herabsetzung und für Frauen, die waren schlecht angesehen in der Gesellschaft, sodass, wenn der Buddha die Frauen in diesen Sangha, in diese Gemeinschaft einließ, dann, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte die Gemeinschaft des Sangha in einem viel höheren gesellschaftlichen Ruf gestanden. Und wenn also Frauen solcher Art geehrt werden, dann ist das ja sehr unbequem für viele in der indischen Gesellschaft damals. Und das waren also Schwierigkeiten, die die Gemeinschaft des Sangha erwarten werden in dieser Welt. Das war also wenn er dann über diese Zeiträume spricht, dass dann Tausende von Jahren der Dharma verweilt und stattdessen 500 Jahre weniger verweilt, dann oder für ein volles 1000 Jahre. Das glaube nicht, dass das wörtlich zu nehmen ist, aber das zeigt einfach die Größenordnung, dass es eine große Gefahr ist, dass die Hälfte der Lehrzeit von 1000 Jahren abzuziehen sei, 500 Jahre seien abzuziehen, deshalb alleine, weil Frauen es erlaubt worden war, der Bestwertung zu unterziehen. Aus diesem Grunde, Ananda, habe ich es so angewiesen, dass Bhikshunis, für die solche Bestwertungen unterzogen haben, selbst wenn sie 100 Jahre lang da schon diese Vorsätze gefasst habe, dass sie dann trotzdem noch sich verneigt und ihren Respekt erweist und ihre Hände zusammenlegt vor jemand, der gerade frisch eben ordiniert als Bhikshu ist. Das hat er mit großem Nachdruck so dargelegt. Wenn also eine Frau, die eine solche Bestwertung vollzog, sich dann nicht gebührlich den Bhikshus gegenüber verhält, dann ist es sogar noch schlechter. Also grundsätzlich allein schon durch die Tatsache, dass Frauen eine Bestwertung erlaubt war. Deswegen heißt es, besteht eine große Gefahr in dieser Gesellschaft, dass die Lehre des Dhamma länger verweilt. Aber dann selbst, wenn sie dann noch obendrein diesen Respekt den Bhikshus gegenüber verweigert, dann wird dieses Ansehen der Gemeinschaft als Ganze immer noch schlechter in dieser Gesellschaft sich verändern. Und weil Frauen als gemein in dieser Gesellschaft so schlecht angesehen sind, werden sie dann auch Schwierigkeiten für den Sangha erzeugen und es den Frauen in der Zukunft noch weniger möglich machen. Die Gesellschaft wird versuchen zu verhindern, dass Frauen sich der Ordination unterziehen und so weiter. Und man muss ja auch sehen, dass Leute, die einer Bestwertung sich unterziehen, letztlich ihre ganze Lebensunterhalt in die Hände von anderen geben, dass sie also umherziehen und sagen,
und dass sie praktisch nur von den Spenden der anderen legen, und wenn andere euch nicht als Respektspersonen, als der Opferung würdig, als wertvoll ansehen, warum sollten sie euch eine solche Geschenke geben und euch unterhalten? Das ist also ein Respekt. Die Gemeinschaft hängt davon ab, dass die Gesellschaft selber einen Respekt gegenüber den Personen, den Mitgliedern empfindet. Und wenn aber Frauen würden aber von der Gesellschaft nicht so angesehen, selbst wenn sie die Qualitäten haben, würde die Gesellschaft sie nicht als solche wahrnehmen und wertschätzen wollen. Und das ist der Grund, einfach so, wie es damals so war. Und das muss man so sagen können. Ich glaube, jetzt ist ein Grund dafür, 39 Minuten Pause zu haben. 다 등기디 세상디 우고바 톱스 제장 넘버링기 소리야 진비지 쇼인다. Ich habe eine Kopie dieses Tankers erlangt, das ich euch vorhin bereits berichtet habe. Ich zeige es jetzt. Das ist das Tanka mit Avalokiteshvara und Ananda, das ich während dieses Zeremonie benutzt habe, das den Dharma der Bhikshunis erblühen lassen soll, während des Ayakshema. So, man sieht hier, dass ein Freund von mir hat dies auf meinen Anweisungen gemäß gezeichnet, so dass er auf einer Blume steht, die von Avalokiteshvara ausgeht. Ich habe diese Zeremonie geschrieben, aber sie ist noch nicht vollständig und ich hoffe, dass sie dies Jahr vervollständigen kann. Dann können unsere Nonnenkloster es so durchführen, wie es in dem Sutra-Text heißt, in der 2. Woche im Herbst. Das wäre sicher sehr gut. Also möchte ich nächstes Jahr weiter fortfahren über den Hintergrund, der historischen geschichtlichen Hintergrund dieser 8 schweren Dharmas sprechen. Also als nächstes möchte ich hier darüber sprechen. Ganz allgemein gab es in dem alten Indien, so wie ich das bereits erklärt habe, gestern oder anderen Tags, gibt es verschiedene Epochen. Letztes Jahr war der Rig Veda die früheste Zeit, über die ich gesprochen habe. Während dieser Zeit des Rig Veda gab es eine Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, Männern und Frauen. Und viele Autoren der Rig Veda sind auch Frauen. Und auch in dieser Zeit, die wahrscheinlich ungefähr von 1500 bis 100 vor unserer Zeitrechnung reicht. In dieser Zeit war es die Gepflogenheit, dass man in Zweier-Ehe verweilte. Und dann später gab es dann reden wir über vielleicht 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung bis zu 500. In dieser Zeit war der Status der Frauen im Untergang begriffen und sie wurden allgemein als nicht vertrauenswürdig angesehen, dass sie mehr von Gemütsverstörungen heimgesucht seien, und so war es halt eben in den Augen der Menschen der damaligen Zeit, dass selbst zu der Zeit, die sie dann immer noch mit den Männern zusammen ihre Opferrituale haben vollziehen können, trotzdem ihr Ansehen Schaden gelitten hat. Und in der Zeit der Sutras, ungefähr 500 bis 520 vor unserer Zeitrechnung, in dieser Zeit hat die Situation sich der Frauen noch weiter verschlechtert. Und
in den Sutras, die niedergeschrieben wurden in dieser Zeit, zum Beispiel ein Dharma-Sutra genannt, in dem zum Beispiel solche Texte, die da damals verfügbar waren, und dann stand darin zum Beispiel, dass Frauen Männern gehören, dass wenn die müssen ihrem Vater folgen, müssen unter der Kontrolle von Männern sein, alle ihre Rechte werden dann weiter dem Ehemann übereignet, wenn sie dann von ihrem Vater als Braut weggegeben waren. Und wenn sie dann älter waren, dann mussten sie ihren Söhnen folgen und gehorchen. Das heißt, generell waren Frauen unwert des Lebens und unabhängig zu leben. Und sie haben die Regel gemacht damals, dass Männer auch mehrere Frauen haben können. Brahmanen konnten bis zu 3, Kshatriyas 2 Frauen haben und Shudras nur eine Frau. Das heißt, das Kastensystem hat sich stärker entwickelt und im selben Maße wurde auch der Status der Frauen herabgesetzt. Und es war eine sehr schwierige Situation, gesellschaftliche Situation. Wenn man dann auf die Schriften des Buddha-Dharma schaut, dann können wir sehen, dass der Status der Frauen auch damals nicht einfach war. Um ein Beispiel zu geben, da gab es eine Geschichte über Kalandakas Sohn, Sudatta, der vorher ein Metzger war und dann aber sich der Bestwerdung unterzog. Und er hatte zuvor eine Braut, aber die hatte ihm keine Kinder geboren und die Mutter war sehr besorgt. Der Grund war, dass wenn deine Braut keine Kinder hat, dann unser gesamter Wohlstand der Familie wird vom König eingezogen werden. Wenn da kein Sohn dazugehört, dann gehört es nicht der Frau. Ohne Sohn ist der Haushalt automatisch dem König zu überstellen. Und sie hat es nach einer Lösung gesucht. Sie ist zu Sudatta gegangen und habe ihn gebeten, dann um deine Familienlieder fortzusetzen, brauchst du einen Sohn. Wenn du keinen Sohn hast, dann werden wir alle in Armut sterben. Und deshalb, wenn du aber deine Frau mit einem schwängern kannst, dann ist das kein Fehler. Und so gab es zuletzt im 13. Jahr nach dem Erwachen des Buddha, dass dieser Buddha die Regel aufstellen musste über das keusche Lebensführung, weil es diesen Vorfall gegeben hat. Und der Grund dafür war eben in erster Linie eine gesellschaftliche oder religiöse Tradition, die das erforderte. Und es war eine Gepflogenheit, dass wenn da kein Sohn in der Familie ist, dass der König die gesamten Reichtum, der Besitz der Familie einziehen würde und sie alle der Armut überantwortet. Und so, das war die Grundbedingung damals, die den ersten solchen Vorfall begründet hat, wo jemand als Bhikshu dann eben eine Frau geschwängert hat und deshalb er eine Regel hat einführen müssen. Weil Sudatta diese Schwierigkeit hatte, und dann die Schwierigkeit hatte er aber nur, weil er unbedingt einen Sohn hat zeugen sollen müssen, der letztlich aber aus den gesellschaftlichen Bedingungen lag. Das hat mit all den anderen Problemen zu tun, der gesellschaftlichen Druck, der da entstanden ist und so, wenn da so Frauen regeln, wenn die Frauen keinen Sohn hatten und der Mann war gestorben und dann war es gibt diese Geschichte, wo der Bhikshu Gupta hatte die Bhikshuni Gupta, deren Ehemann starb und sie hatte keinen Sohn, also war der Wohlstand eingezogen, wurde dann völlig verarmt. Das war also damals die Geflogenheit.
so gab es also damals in der ganzen Gesellschaft keine Tradition davon, dass Frauen eine solche Ordination vollziehen konnten. Es gab in verschiedenen Religionen und Traditionen so eine Gepflogenheit einfach nicht. Und so gab es sogar Schulen oder Traditionen, die sogar das Zuflucht verwehrten für Frauen und so weiter. Und dass sie also praktisch keinen Dharma haben üben können. Es gab also einen großen gesellschaftlichen Druck, der hier auf eine Höherwertigkeit der Männer begründete und dass wenn also in der solchen gesellschaftlichen Grundsituation Frauen dann sich der Bestbildung unterziehen, dass das eine schlechte Auswirkung auf das Ansehen der Gemeinschaft haben würde. Das lag an dieser gesellschaftlichen Situation. Und grundsätzlich, wenn also auch die Beziehung unter den beiden Sangha war der Art, dass es war in dem Sangha, und das sagt, sich bloß der Lust als der Sinnesvergnügungen zu überlassen und damit eben die Beziehung zwischen den Sanghas eine klare sein sollte. Und außerdem, muss die Gemeinschaft des Sangha von den Almosen der Menschen leben, aber wenn Frauen nicht so stark sind wie Männer körperlich, und dann haben sie andere körperliche Bedürfnisse. Wenn sie also als im Wanderer Lebensstil übernehmen, und dann sind sie verschiedenen Gefahren, besonderen Schwierigkeiten überantwortet. Und es war deshalb zu dieser Zeit die Aufgabe der Älteren, dass sie Verantwortung für die Verantwortung der Ausbildung im Sangha übernahmen und selbst dann nach den Frauen dieser Bestwerdung sich unterzogen. Da mussten also auch die älteren Bhikshus sich um die Ausbildung kümmern. Es mussten in viele Situationen berücksichtigt werden, die besonderen Gefahren und die Schwierigkeiten derjenigen betrachtet, die als Frauen sich dieser Lebensweise unterziehen wollten. Das war der Hintergrund, auf dem es notwendig war, solche 8 schwerwiegende Dharmas einzufügen. Das nächste, was ich euch hier vortragen würde, sind eine Reihe von Geschichten. Es ist nicht einmal, brauchen wir darüber zu sprechen, dass es für Frauen nicht einfach war, hier Bhikshuni zu werden und also diese 8 schwerwiegenden Dharmas zu übernehmen. Es war sogar grundsätzlich schwierig überhaupt, dass sie Dharma-Belehrung empfangen konnten. So gibt es eine Geschichte. Da ist also Buddha ging zurück zu Kapilavastu, und dann das ist eine Geschichte, die darin davon handelt. Und er war in diesem Banyan-Tree-Park-Landschaft dort und wenn wir über die beiden Zeitpunkte nachdenken, die er in Kapilavastu sich aufhielt, dann das waren 2 Momente, dann ist das wahrscheinlich die erste Gelegenheit. Und bei dieser ersten Gelegenheit war der König Shododana immer noch und all die Shakya, der mit seinen Shakya-Kollegen dort den Buddha im Banyan-Park besuchte und ihm dort im Dharma Unterweisung empfangen. Einer von diesen Shakyas war Mahanama, und er hatte also viele Gelegenheiten, er ist mit dem König zusammen dorthin gegangen, viele Gelegenheiten, den Dharma zu empfangen, und er hatte nicht nur die Gelegenheit zuzuhören, sondern er war sogar darüber hoch erfreut. Als er nach Hause kam, sagte er, oh wei, dieser Buddha, oh wei, dieser Dharma, oh wei, dieser Sangha, der Buddha hat mein ganzes Leben sinnvoll werden lassen. Und als er dies sagte, war es Mahamans Frau, die dann die Frage an ihn stellt und sagte, ja, was ist denn vorgefallen? Warum bist du so fröhlich? Und als er das sagte, hat Mahaman das erklärt. Und der Buddha ist hergekommen und hat den Dharma zu Hunderten von Menschen gelehrt, und bloß das Vernehmen seiner Dharma-Botschaft hat viele Menschen sich entwickeln lassen. Viele sind zu einer überragenden inneren Erfahrung und Einsicht vorgestoßen, eine große Beglückung. Und die Frau sagte, naja, der Buddha ist bloß gekommen für dich, für unsere Ehemänner, für unsere Männer, hat er was Gutes getan. Für uns hat er überhaupt keinen Nutzen. Der Buddha ist bloß in diese Welt gekommen, um die Männer zu beglücken, nicht für uns Frauen.
du kriegst die Gelegenheit, Dharma zu empfangen, aber wir nicht. Und Mahanaman sagte, du sollst es so nicht sprechen. Der Bhagavan hat den Wunsch, allen Lebewesen zu helfen und ist voller Mitgefühl also, und du solltest auch gehen und Dharma hören. Vielleicht damals war es wohl grundsätzlich. Also normalerweise war das sicher nicht so erlaubt, dass man so sich einfach irgendwo zu solchen Versammlungen begab, aber hier, er ist voller Mitgefühl und es ist völlig okay, dass du auch gehst. Er wird nichts dagegen haben, du solltest auch der Dharma. Und sie sagte, okay, ich würde das gerne machen, ich würde gerne auch dahin gehen und zuhören, aber König Shuddhodana geht da hin mit seinen ganzen Shakyas und solange er dahin geht, einfach mit seinem Shakya-Clan, fühle ich mich da unwohl, da hinzugehen. Ich fühle mich sehr beschämt. Und Mahanaman dachte sich darauf, ja, vielleicht ist es richtig, ich sollte vorher den König fragen. Aber dann dachte er, vielleicht ist das komisch, wenn ich selber dem König sage, dass ich aufgrund meiner Frau ihn jetzt mit dieser Frage behellige und das ist vielleicht nicht geschickt und das macht nur Schwierigkeiten. Aber vielleicht ist eine Möglichkeit. Die Frau von König Shuddhodana ist Prajapati und die ist sehr respektiert und wird von ihm in hohen Ehren gehalten. Und wenn ich zu ihr spreche, vielleicht würde dann der König darauf hören. Und so ging er zu ihr, Mahanam ging zu Mahaprajapati und er hat sie angesprochen und hat gesagt, und man hat ihr die Situation erklärt und Mahaprajapati sagte, ja klar, ich werde den König fragen. Und dann ging Mahanaman wieder zurück und hat es seiner Frau erzählt, dass er einen solchen Vorstoß gemacht habe und er hat vielen anderen Shakya-Women davon berichtet und hat gesagt, ihr geht hin zu Prajapati und fragt darum, dass ihr das auch die Gelegenheit haben, ihr solltet auch den Buddha Dharma hören. Und sie haben sich alle zu versammeln und gesagt, das ist eine wunderbare Idee und sie haben Mahaprajapati aufgesucht und ihr diese Bitte vorgetragen. Wir möchten auch den Dharma des Buddha hören. Vielleicht sollte es so sein, dass der König mit seinen Shakya-Leuten am Morgens zu den Dharma hören geht und wir kommen am Nachmittag. Wäre das nicht gut, wenn wir so einen Plan vortragen? Das wäre doch eine gute Gelegenheit. So während der König kommt, dann braucht er dann vielen Männern, die würden sich schämen, wenn sie dann mit den Männern und dem König zusammengehen. Also wenn das der König des Morgens dort auftaucht, um Dharma zu hören und wir kommen am Nachmittag. Und Prajapati sagte, Schwestern, ihr habt eine sehr gute Idee. Ich werde mal den König fragen. Warte einen Augenblick. Und hat sich sofort zum König begeben. Und der König Shuddhodana hatte eine hohe Wertschätzung für Prajapati. Und wenn immer Prajapati zu ihm kam, hat er sich aufgestellt und solange sie miteinander sprachen und solange bis er eine Antwort gegeben hat, hat er sie nicht wieder hingesetzt. Weder auf einen Stuhl noch auf einen Teppich oder sonst wo immer. Und als Prajapati zu ihm solche Art sprach, ich habe gehört, dass der Buddha den Dharma zu vielen Menschen lehrt und viele Shakya-Frauen möchten auch dort sich hinbegeben und den Dharma hören. Und sie möchten auch gehen und vielleicht solltet ihr des Morgens gehen und wir Shakya-Frauen gehen am Nachmittag, weil wir haben am Morgens ganz viel Hausarbeit zu erledigen und das ist aber einfach für uns am Nachmittag dort aufzutauchen. Ja, als sie ihm das erklärt hat, sagte King Shuddhodana, das ist gut, er hat zugestimmt, genickt. Also König Shuddhodana hat sofort zustimmend genickt und hat gesagt, ja, das können wir so tun, wie du das vorgeschlagen hast. Und Prajapati
hat dann 500 andere Shakya-Frauen zu diesem Banyan-Baumpark geleitet, um den Buddha zu sehen. Wir können also aus dieser Beschreibung alleine schon verstehen, dass es schwierig ist. Jetzt haben wir schon wieder Probleme mit dem Internet hier. Also hier die Bitte von Prajapati an den König Shuddhodana hat ihn gebeten und König Shuddhodana hat die Erlaubnis gegeben und gesagt, okay, das können wir so machen. Daraufhin hat Prajapati die 500 Frauen von Shakya-Clans dort in den Banyan-Baum-Park geleitet, um den Buddha zu sehen. Und wenn wir auf diese Situation schauen, dann können wir sehen, dass das nicht nur alleine, um überhaupt als Bestwertung als Bhikshuni zu durchlaufen, dann war es schon alleine schon schwierig, überhaupt Dharma-Unterweisung vom Buddha zu empfangen. Denn weil sie es einfach sich nicht trauten, weil sie zögerten, sich solchen Situationen sich zu begeben. Kurz, der Buddha hat allen erlaubt, egal ob er der höhere oder niedere Kaste, und er hat auch sogar Frauen erlaubt, dass sie Bhikshunis werden. Aber das ist in der indischen Gesellschaft damals und in Religionen eine völlig neue Tradition, ein Beispiel für die Gesellschaft der damaligen Zeit. Selbst wenn wir in das 21. Jahrhundert schauen, dann ist da immer noch in Indien eine Gepflogenheit, diese verschiedenen Wertigkeiten von Menschen zu sehen, in Kastensystemen und in Geschlechtern und so weiter, all diese. Es gibt Leute, die sagen, das hat sich im Blut der Leute in Indien so verankert, dass man keine Möglichkeit mehr hat, sozusagen aus ihrer DNA herauszukriegen, dass sie tatsächlich von dieser Bewertung oder Wertungsmustern infiziert sind. Der Buddha selber, da können wir sehen, dass er von großem Mitgefühl war, dass er voller Liebe und Güte war und dass er sehr weit und großherzig war. Und wenn man sagt, dass der Buddha ein Wagenlenker war, um Lebewesen zu zähmen, dann ist der Grund, ihn als Wagenlenker zu bezeichnen, vielleicht eher, weil er tatsächlich in der Lage war, die Richtung solcher schlechten Gewohnheiten, Gepflogenheiten umlenken hat können, dass er tatsächlich in der Lage war, gesellschaftliche Gepflogenheiten selbst zu beeinflussen. Der nächste Punkt, den ich gerne sprechen möchte, ist der Grund, was ist der Grund, warum der Buddha es so schwer gemacht hat, zuallererst den Frauen zu erlauben, eine Bestwertung als Bhikshuni zu durchlaufen. Und der Grund ist Buddha Shakyamuni hat es letztendlich ja erlaubt, dass Bhikshuni-Gelübde genommen werden können, aber er macht es am Anfang sehr schwierig. Er hat es nicht gleich und unmittelbar erlaubt. Was ist der Grund, dass er es so schwer gemacht hat? Es gibt viele verschiedene Erklärungen dafür. Und da gibt es in dem 11. Jahrhundert gibt es einen Übersetzer, der Gevelote, der eine Übersetzung verfertigt hat dieses Textes der Erklärung der feinen Punkte des Vinaya-Lebens. Und darin heißt es, und hatten nicht alle Tathagatas der Vergangenheit vierfache Gemeinschaft? Warum hat der Buddha es so schwierig gemacht, dass sie solcher Bestwertung sich unterziehen? Was soll der Grund dafür gewesen sein? Und es gibt die Erklärung zu dieser Zeit, sagen die Gelehrten der damaligen Zeit, dass es aus dem Grunde, der es so schwierig machte, um also einen Überdruss mit weltlichem Leben in Mahaprajapati und den 500 Shakya-Frauen zu erzeugen. Wenn der Buddha Ihnen erklärt, dass mit dem Üben des Dharma könnt ihr die Endergebnisse, die Ziele des Dharma-Weges erlangen, und so, dass sie dann verstehen, wenn wir nicht so niederrangig wären, wenn wir nicht solche Schwierigkeiten haben, und
und es so schwierig ist, selbst die Buddha-Belehrung zu empfangen und die eigentlich allen Lebewesen zur Verfügung stehen. Und der Grund dafür, das so schwierig zu machen, wird jetzt, dass sie mit Bedauern erfüllt, dass wir wirklich uns anstrengen müssen, dass wir uns inspiriert fühlen. Das ist schwierig, dieses Ergebnis zu erlangen, und deswegen muss man diese Schwierigkeiten auf sich nehmen, und es ist eine kostbare Gelegenheit, die sich uns zur Verfügung stellt, und damit wir diese kostbare Gelegenheit auch als kostbar wertschätzen und sehen, warum es wichtig ist, so alle diese Schwierigkeiten zu durchschreiten, um dann dieses großartige Ziel zu erreichen, um also solche Entschlossenheit hervorzurufen, damit Überdruss an Welt und Entschlossenheit hervorzurufen. Deswegen habe ich, um diesen Befreiungswillen in ihnen zu stärken, habe ich diese Schwierigkeiten, habe ich es schwierig gemacht. So, das war also der Grund, warum der Buddha es am Anfang mehrere Male auch trotz Bitte verneint hat. So ist das Synergie aufgrund der Meinung des Vinaya-Meisters Shilaparita, der diese Erklärung gibt, warum Buddha es so schwierig gemacht habe. Da gibt es aber noch einen anderen, den sehr bekannten Theravada-Lehrer Nyanaponika Thera. Und es gibt viele Leute, die glauben, dass dass Ananda, jemand, der mir das alles so sich eingemischt hat und den Frauen es erlaubt hat, dass Ananda besonders schlau und ein bisschen hinterlistig war und so weiter. Und deshalb war er in der Lage, die Meinung des Buddha zu ändern. Aber wenn wir solche Art denken, dann heißt es eigentlich, haben wir wirklich Vertrauen in einen Buddha, der tatsächlich vollkommenem Buddha-Erwachen gekommen ist, dann würde er niemals aufgrund der Meinung eines anderen seinen Entschluss ändern. Und weil er immer in der Grundgleichwertigkeit aller Dinge ruht und die Natur, alles Dharma, aller Erscheinungen, da gäbe es keine Gelegenheit, dass irgendjemand ihn zu irgendetwas habe drängen können. So sagt der Nyanaponika Thera. Also wenn wir es von einer Seite her anschauen, und dann schauen wir auf die tibetische Übersetzung der feinen Punkte der Vinaya-Regel. Und das ist später, während des ersten, also vor dem ersten Konzil. Und es gibt es diese Gelegenheit, wo Mahakashapa über den Fehler von Ananda spricht. Und ein Grund ist der, wenn Ananda nicht dass es ja nicht okay war, dass Ananda dies Gelübde für Frauen ermöglicht hat. Und da gibt es zwei Gründe, die mit der persönlichen Situation des Buddha zu tun haben. Mahabharati war die Königin, also die Frau seines Vaters, Shododana. Sie war seine Amme gewissermaßen, die ihn großgezogen hat. Weil seine Mutter nicht mehr da war sie also diejenige, die sich um den Buddha von Kind auf gekümmert hat. Also seine eigentliche sozusagen Mutter, die ihn tatsächlich großgezogen hat, war Mahaprajapati. Und so war es Mahaprajapati, die von so großer Güte war zu dem Buddha, und um also ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Und Ananda also sah, dass es sehr wichtig war für sie, dass sie auch Dharma üben können. Und dann gab es die andere Grund, dass der Buddha die früheren Lebenszeiten durch alle Zeiten erschaut hat und deshalb sah, dass alle anderen Buddhas auch die vierfache Gemeinschaft um sich hatten. Und so wäre es also gut, wenn auch dieser Buddha alle 4 Arten von Gemeinschaft um sich hat. Er gab also 2 Erklärungen, also weltliche und Dharma-Begründung. Nachdem Buddha sich beiden Erklärungen angehört hat, hat er
sehen, dass die beide sehr wohl gewählt und begründet seien. Und es ist nicht, dass der Buddha keine Wahl gehabt habe. Und besonders, wenn wir darüber nachdenken, ist der Hauptpunkt hier in Dharma, der war, wenn Frauen Dharma werden und der Bestwertung durchschreiten, dass sie dann dieselben Resultate erlangen können. Alle vier Ziele und Ergebnisse des Weges können sie erlangen. Also ist es ja kein Zeichen darin zu sehen, dass Buddha Frauen herabsetzt und in irgendeiner Weise als geringerwertig ansieht. Aber die Gesellschaft war derart. Die Gesellschaft war so solcher Art war, die Frauen herabzusetzen, aber aus der Sicht des Buddha in keiner Weise. Also wenn Sie also, deswegen sagt Ananda, wenn Sie also das Endergebnis erreichen können in der gleichen Weise wie die Männer, diese vier Arten von Ritual, warum sollten Sie dann nicht auch der Bestwertung sich unterziehen? Aber es gibt eben auch die Gesellschaftssituation damals. Frauen haben normalerweise gar keine Zeit, sich um Dharma zu kümmern, weil sie sich um so viele Hausarbeit und andere Dinge, Verantwortung kümmern müssen. Wenn man also darüber denkt, wo ist denn mehr Zeit und Gelegenheit, sich Dharma zu widmen? Was sind die günstigeren Bedingungen? Dann muss man sich der Gemeinschaft anschließen können. Das ist der Hauptgrund dafür, überhaupt sich dieser Bestwertung zu durchschreiten, weil wenn man das Ergebnis in die vierfache Weise nicht erlangen könnte, dann wäre da kein Sinn, zuallererst überhaupt einen solchen Weg zu gehen. Das ist also etwas, das wir sehr berücksichtigen müssen, insbesondere wie Prajapati Sutra, wenn man diese genau liest, dann hat Mahaprajapati zuallererst den Buddha gefragt. Die Art und Weise, wie sie es damals vorgetragen hat. Ich habe gehört, dass der Buddha gesagt hat, dass wenn Frauen Bestwertung durchschreiten, dass sie die vier Arten von Resultat leben können. Das ist eine anders in der tibetischen Tradition. Wenn sie also das Ergebnis erlangen können, warum bitte dann erlaube es ihnen doch? Also der Hauptpunkt hier, ob sie das Endergebnis erlangen können oder nicht. Und der Buddha hat es von Anfang an akzeptiert, dass sie dieses Endergebnis auch erlangen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Grund, warum der Buddha nicht sofort auf diese Bitte einging und die Gelegenheit dazu für gewährte, zeigt, dass es sehr schwierig für Frauen ist in dieser Situation. Durch äußere Schwierigkeiten, durch innere Schwierigkeiten, dass eine große Gefahr war, wenn sie es nicht in richtiger Weise einhalten und durchführen können. Also hat es, um seine Wichtigkeit zu betonen, um die Gefahr darin zu zeigen, hat er es verzögert. Und so ausgedrückt in diesen Worten, dass was bedeutet es dann, dass hier ohne der Frauenbestwertung die Dharma 1000 Jahre verweilen könnte und nur 500 dadurch, dass die Frauen auch in die Gemeinschaft eintreten. Das ist eine andere Frage, die dahinter steht noch. Der Buddha hat das so gesagt, dass seine Lehre nicht länger als 500 Jahre verfügbar sein, aber es ist doch die Tatsache, dass es schon über 2000 Jahre jetzt sind, dass wir Buddha Dharma zur Verfügung haben. Was bedeutet dann diese Prophezeiung? Und da gibt es viele Abhandlungen darüber, auch wie Mahavibhasha, die darüber sprechen und die verschiedenen Gedanken dazu, was diese Rolle, diese Begründung dafür spielt, dass die 8 schweren Dharma gegeben waren. Und hier ist ein Zitat aus diesem Mahavibhasha. Ich möchte es also hier nicht Wort für Wort vorlesen, aber das sind 2 Seiten. Aber ich muss das ja nicht vorlesen. Der Hauptpunkt darin ist, weil zu jener Zeit
die 500 Jahre bereits verstrichen waren. Und es gab also schon 500 Jahre, in denen die Lehre des Buddha vorhanden war, aber sie waren dann weiterhin immer noch verfügbar. Also waren nicht verschwunden und ausgelöscht. Und deswegen haben Leute sich gefragt, warum hat der Buddha diese Prophezeiung gegeben? Und haben darüber Zweifel bekommen. Und es gibt ja 2 Erklärungen, die in diesem Text enthalten sind. Die erste ist die, dass dass die Zeit 500 Jahre geringer sei, dass sie dann nicht dass die volle Freiheit erlangen werden durch den Dharma. Und wenn die Frauen nicht diese 8 schweren Dharmas übernommen hätten, dann wäre es zu 500 Jahren Verringerung gekommen. Da sie aber diese Bedingungen übernommen haben, deswegen gab es keine Hinderung und deswegen wird der Dharma auch die 500 Jahre überstammen. Oder wir haben eine 500 frühere Zeit und eine 500 spätere Zeit. Und dann wäre ja, wenn diese Begründung nicht stimmt, in der zweiten 500 Jahre Periode, die auch nach Nagarjuna schon lag, Dharma immer noch verfügbar. Dann wäre es nicht möglich gewesen, dass also große Gelehrten wie Nagarjuna noch auftreten und dass auch der Dharma in den Universitäten dort gelehrt wurde. Ich möchte also weiter fortfahren, hier über Ananda zu sprechen. Und wie ich gesagt habe, er hat es also unterstützt, dass Frauen überhaupt diese Bestwerte unterschreiten und dann, dass er auch generell sich um Frauen in Schwierigkeiten kümmerte. Ananda hat viel Unterstützung auch für Frauen gewährt und hat der Bhikshuni Sangha unterstützt, aber nicht nur diese. Er hat ganz generell Hilfe und Unterstützung für Frauen ganz allgemein gegeben. Und deshalb, weil er solcher war, hat ihm das selber viele Schwierigkeiten eingebracht. Ich weiß, zu anderen Tages gesagt hatte, gab es diese eine Stuhl-Ananda, die sich gegen Mahakashyapa aufgelehnt hat. Und ich habe da bereits darüber berichtet. Ich möchte noch 2 weitere Geschichten von dieser Art erzählen. Da gibt es eine, die ich die anderen Tags erzählt habe, aber ich habe sie nicht richtig erzählt. Jetzt möchte ich sie genau darlegen. Nochmal hier eine weitere Geschichte. Also eines Tages war Mahakashyapa war unterwegs, hat seine Dharma-Robe angelegt und seine Bettelschale in die Hand genommen und nach Shravasti sich begeben, um dort um Almosen zu bitten. Und da ist diese Bhikshuni, Stulananda, die ebenfalls auf dem Weg war, um Almosen zu bitten. Und sie sah da Mahakashyapa des Weges gehen, von beiden sah sie ihn, und sie sah, dass er auf dem Weg war, dahin. Und da war so ein Fäkalientümpel. Das war praktisch wie eine öffentliche Toilette, also Fäkalien-Tümpel, an dem er entlang gehen würde. Ich werde diesen Dummkopf ein bisschen ärgern, sagt sie, und ist schnell dorthin gegangen zu dieser Stelle. Und als sie in die Nähe von Mahakashyapa kam und an diesem Platz, wo er gerade da an diesem Tümpel vorbeiging, diesem Fäkalien-Tümpel, hat sie einen Stein genommen und wie so ein Ball oder ein Stein oder sowas, hat den hineingeworfen in diesen Tümpel. Und dass all diese Flüssigkeit, all diese Fäkalien, aber Mahakashyapas Dharma-Roben und in seine Almosenschale spritzten und bedeckten. Eine normale Person würde darüber außerordentlich erbost sein, aber Mahakashyapa wurde nicht ärgerlich. Er sagte einfach, sehr ruhig und gelassen, zu Stulananda, das ist nicht dein Fehler. Woher das alles kommt, ist Ananda. Weil er es möglich gemacht hat, dass solche ungezogenen Frauen wie du überhaupt, in denen die Bestwertung im Dharma Vinaya durchschreiten und ordiniert werden. Und ohne das hätte es diese Probleme nicht gegeben.
aber das andere auch hörten und dann Buddha zugetragen haben, hatte Buddha eine Regel gemacht, dass Bhikshunis den Bhikshus nicht dreckig oder machen dürfen, dass sie ihre Roben nicht beschmutzen dürfen und so weiter. Also eine neue Regel, die er speziell wegen eingeführt hat. Es gibt noch einen noch erstaunlicheren Umstand. Wieder eines Tages, Mahakashyapa legt seine Robe um, seine seine Almosenschale und geht auf den Weg zum Shravasti. Und Srilananda sieht ihn und während sie ihn des Weges sieht, hat sie sich vor ihn gestellt und ihm jetzt direkt gesagt, du bist doch ein blöder Idiot, ein dummer, vollkommener Tor und Idiot, und hat ihm ins Gesicht gespuckt. Als er ihm so ins Gesicht spuckte, war Mahakashyapa wieder nicht ärgerlich, sondern hat dieselbe Antwort gegeben, ist nicht dein Fehler, der daran schuld ist Ananda, weil er Frauen es erlaubt hat, dass sie solcherweise Ordination nehmen. Und das haben wieder Mönche vernommen und haben es dem Buddha zugetragen und dem Buddha hat gesagt, Stulananda ist eigentlich keine Bettelnonne. Das ist nicht das Verhalten von einer Bhikshuni. Selbst Prostituierte, Huren werden Mahakashyapa nicht so behandeln. Also, dass sie ihn bespucken und beschimpfen. Es ist also nicht erlaubt, dass Bhikshus bespucken und beschimpfen. Wenn sie das tun, dann ist das ein Vergehen gegen die Regeln. Wir haben keine Idee, warum Stulananda und andere so eine Abneigung gegen Mahakashyapa empfanden. Aber als das passierte, oder die Tatsache, dass das passiert und Mahakashyapa die Antwort gibt, dass das letztlich an Ananda lag, dass er daran schuld sei, dass überhaupt Frauen diese Rolle übernehmen können, dass, wenn man darauf schaut, dann müssen offensichtlich da auch Mitglieder der Gemeinschaft gewesen sein, die der Überzeugung waren, dass es nicht okay war, Frauen eine Bestwerdung zu ermöglichen. Also das war ein Grund, warum auch Ananda in Schwierigkeiten kam, weil er geholfen hatte, Frauen eine solche Ordination zu übernehmen. Und das nächste ist das Ananda und die Geschichte von Ananda und der Frau aus der niedrigeren Kaste Surupa. Das findet sich im tibetischen Kanon, diese Geschichte. Ananda war sehr hübsch. Er war von gutem Aussehen und Betragen und viele Menschen haben ihn gemocht und viele Frauen fühlten sich auch hingezogen zu Ananda. Da war zum Beispiel dieses Mädchen aus der untersten Kaste, der Niederkaste, die Surupa mit Namen, die zum Wasser, unterwegs war, um Wasser zu holen, und sie hat dort Ananda getroffen, der unterwegs war, auch um Almosen zu bitten, und er hat sie also um Wasser gefragt, aber es war in Indien natürlich überhaupt nicht üblich, dass irgendjemand, der von einer hohen Kaste kam, andere von niederer Kaste um irgendwelche Gaben anbettelt. Und Ananda hat sich nicht darum geschert, um die verschiedenen Kasten, sondern er hat sie einfach gebeten um Wasser. Und als sie sein Gesicht gesehen haben, und seine Stimme hörte, war sie sofort verliebt in ihn. Und sie hat gedacht, das wäre schön, wenn er mein Ehemann wäre. Und sie hat überlegt, wie sie das machen könnte. Und ihre Mutter war zu bestimmten magischen Sprüchen fähig. Und sie ist dazu gegangen und dachte, wenn meine Mutter ihn bezirzt, dann wird er vielleicht mein Ehemann, dann könnte ich ihn heiraten. Und sie ging also zu der Mutter und fragte darum, wenn Ananda und die Mutter sprach, wenn Ananda nicht frei von Verlangen war, dann könnte ich ihn auch verzaubern. Aber wenn der König Prasenajit, der ein großes Vertrauen in den Bettelmönch Gautama hat, wenn der das davon
Kenntnis erhält, dann wird er uns niederkastige Leute alle auslöschen und er wird uns alle töten. Aber dann sei, und dann die Tochter Surupa sagte dann, also wenn du das nicht machst, dann werde ich mich selber umbringen. So hatte schließlich die Mutter keine Wahl und sie hat ein Mandala in die Mitte ihres Haushofes gezeichnet und hat darin diese magischen Sprüche gesprochen und Ananda wurde deshalb davon in seinem Gemüt überwältigt und ist gegen seinen Willen aus dem Kloster zu diesem Haus dieser ausgestoßenen Kaste dieser Frau und als sie ihn kommen sah, er wollte da eigentlich nicht, aber das war einfach dieser Bannspruch, der ihn dorthin trieb und im Inneren war er aber eigentlich nicht dazu willens und er fragte sich, kann der Buddha das sehen? Warum weiß der Buddha nicht darum, dass ich hier in diese Schwierigkeit gerate? An diesem Punkt war es aber der Buddha, der genau darum wusste und er hat selber einen eigenen magischen Spruch gesprochen, um deshalb den anderen auszulöschen und so war Ananda befreit und konnte direkt zurück in dieses Kloster fliehen. Also, dass die Surupas Mutter also ihn mit einem Bann verzaubert hat, hat also nichts geholfen. Sie war aber immer noch nicht befriedigt und Surupa hat daraufhin sich entschlossen, ihm zu folgen. Ohne ein Wort zu sprechen, ist sie einfach wortlos immer miteinander gegangen. Und wenn immer er zurückging in sein Kloster, dann hat sie dort draußen gewartet und wenn er hinauskam, dann sofort hat sie an den Toren des Klosters gewartet und ist an jedem Platz mit ihm hingegangen, in jedem Haushalt, wo er hinging, hat sie mit ihm gegangen. Wenn er unterwegs war, um Almosen zu bitten, dann ist welches Haushalt auch immer sich begab, hat sie außerhalb gewartet, vor der Türe gewartet und hat ihn auf dem ganzen Weg begleitet und Ananda konnte da nichts dagegen tun. Und er fand sich aber sehr beschämt darüber und war sehr unzufrieden und schließlich wusste er sich keinen Rat und hat den Buddha aufgesucht und gesagt, da ist diese niederkastige Mädchen, dieses Surupa, die mich überall hin folgt. Bitte mit deinem Mitgefühl beschütz mich. Selbst wenn ich Almosen bitte, dann kommt sie mit mir herum. Der Buddha sagt, sei ohne Furcht, keine Angst. Und dann hat Buddha Surupa selber hereingebeten. Und ich habe gehört, sagt der Buddha zu Surupa, dass ist das richtig, du möchtest gern, dass Ananda dein Ehemann wird? Die Surupa sagt, ja, das habe ich, das ist mein Wunsch. Und der Buddha sprach, in diesem Falle würden deine Eltern denn das erlauben? Ja, die werden da Erlaubnis geben. Ich werde meine Eltern fragen. Sie ging also zu ihren Eltern und hat sie um Erlaubnis gebeten und beide ihre Eltern gingen dann mit ihm und haben mit Surupa zum Buddha und haben gesagt, ja, wir haben uns entschlossen, wir geben unsere Tochter zu Ananda. Und der Buddha sagt, okay, du bist also geschenkt, wir haben dich übergeben, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Die sagt zu den Eltern, die Eltern sind wieder nach Hause gegangen. Und dann hat er zu Surupa gesagt, wenn das so ist, dass du Ananda so liebst, dann musst du genau das Gleiche tun, was Ananda tut. Ananda hat keine Haare, der hat seinen Kopf geschoren, er hat diese Dharma-Roben, dann solltest du das auch machen. Du solltest deinen Kopf scheren und solltest Dharma-Roben tragen. Und sie sagt, ja klar, das mache ich. Und so hat sie sich der Bestwertung verschrieben. Und das ist nicht weiter beschrieben in der tibetischen Version der Geschichte, aber da ist eine Geschichte von Surupa, die in dem Chinesischen überliefert ist. Und da heißt es danach, der Buddha hat sie gefragt, ja, was willst du eigentlich? Und dann hat sie, was möchtest du? Was magst du an Ananda?
Ja, also, was möchtest du? Möchtest du seine Nase? Magst du seine Ohren? Magst du seine Augen? Und sie sagt, alles mag ich. Und der Buddha sagt, ja, schau dir doch mal an, alles, was du, das ist alles aus Fleisch und Blut. Letztlich sind die Nase und die Ohren und alle diese Körperteile sind alle aus ekligen Substanzen zusammengefügt. Und er hat also ihr genau mit einer Begründung vielen Dharma gelehrt und schließlich hat sie die Natur der Dinge erkannt und ist ein Arhat geworden. Und danach, der Buddha hat, nachdem sie diesen Zustand erreicht und den Arhat-Zustand erreicht hat der Buddha darum gewusst. Und hat sie gesagt, dann geht zu Ananda. Als der Buddha sah, dass sie die Resultate erreicht hat und dann jetzt sei sie bereit, zu Ananda zu gehen, dann hat sie sich sehr bestimmt gefühlt und hat ihre Missetaten eingestanden. So heißt es in der chinesischen Geschichte. Jedenfalls war Surupa, hat die Ordination empfangen und darüber hinaus auch noch den Zustand eines Arhat erreicht. Und wenn man darüber nachdenkt, dass diese Unterkasten sozusagen, das war also das Allerunterste in der Gesellschaft, das war also solchen Leuten nicht mal gestattet, dass nicht mal den Fuß von Leuten höherer Kaste berühren durften. Die waren richtig wie ausgestoßen. Also als diese Geschichte dann sich verbreitete, waren alle Brahmanen und alle anderen der höheren Kasten darüber sehr erstaunt und befremdet und haben gedacht, wie kann es sein, dass also solche Leute, Frauen aus niederster Kaste hier Dharma üben können? Und wie können wir dann sie respektieren, wenn diese Gemeinschaft, wo ein solches Mädchen darin ist und eine solche Bestwertung verschrieben hat, wie können wir dann ihr Opferungen, Geschenke darbringen? Die waren also sehr darüber aufgebracht und haben sie verachtet. Als der König Prasenajit davon hörte, hat er darüber nachgesonnen, war ein bisschen betrübt und überlegt, wie kommt es dazu, dass dieses Mädchen aus der Unterkaste, dass sie jetzt in dem Teil in der Gemeinschaft ist. Das ist doch nicht richtig, das ist doch irgendetwas falsch gelaufen und das sollte so nicht sein. Und er ist also mit vielen solcher Brahmanen und anderen Privatpersonen aus Shravati dort zum Buddha gegangen, um sich zu beschweren. Und als sie zusammen zum Buddha kamen und ihre Beschwerden vortrugen, und der Prasenajit, alle diese Leute zusammen dorthin bringen, wusste der Buddha bereits, weshalb sie kommen werden, hat sie kommen sehen und hat die Bhikshuni Surupa herbeigeholt und hat dann in der Gegenwart des Königs Prasenajit und der Öffentlichkeit dann darüber berichtet, über die früheren Lebenszeiten. Man sagt, dieses Mal ist ja in der Niederkaste gelandet, aber in früheren Lebzeiten war sie in einer ganz hohen Kaste und diese Zeit war Ananda in der niederen Kaste. Und warum ist sie jetzt in diesem Leben hat sich in Ananda verliebt, weil sie in früheren Lebzeiten auch schon mit ihm verliebt war. Und das war, hat also diese gesamten Vorgeschichte in Ausführlichkeit erklärt und dargelegt, und dass die gesamte Kastenwesen selber eigentlich nur von Brahmanen erfunden worden ist. Und die gesamte Gemeinschaft war darüber sehr erfreut und all das Problem hat sich aufgelöst. Und ohne das wären der König Prasenajit und all die Brahmanen und all die anderen Privatpersonen wären sehr darüber aufgebracht, dass es war eine schwierige Situation, die dadurch entstanden war. Es war nicht nur Aber das war nicht nur diese Unterkastenmädchen, also eine Privatperson, die ineinander sich verliebt hat. Es gibt auch Geschichten von Bhikshunis, die sich ineinander verliebt haben. Also da gibt es eine, die Kausambi genannt. Also ja, jemand, der sich zueinander begab, sagte, Kausambi ist so krank, bitte kannst du nach ihr schauen. Aber diese Bhikshuni war eigentlich verliebt ineinander und deshalb hat sie
hat sie eine Situation erzeugt, die in irgendeiner Weise Ananda dazu bringen sollte, ihn zu ihr zu bringen, um ihn dann zu verführen. Und Ananda hat das aber so voll verstanden und hatte wohl gedacht, dann liegt sie vielleicht da und hat überhaupt keine Kleider an und so weiter. Ananda hatte nicht alles Begehren dieser Welt abgelegt, aber er hatte ein sehr hohes Maß an Umsicht und Klarsicht und hat die Situation völlig überschaut und hat ihr das erklärt, dass sie erst ihre Kleider anlegen müsse, sonst könne er nicht mit ihr sprechen, und hat ihr Dharma erklärt, sodass sie dann von Bedauern erfüllt und dann bereut hat. Das war also eine weitere Begebenheit von Schwierigkeiten, die Ananda erfahren musste, persönlich, durch die Unterstützung von Frauen. Und dann gibt es noch eine letzte Situation, das ist wo er Frieden in den Palast gebracht hat. Es gab also einen Vorfall zu jener Zeit, und das betrifft den König von Magadha, Prasenajit. Also diese Gegend hatte viele Könige, aber viele Königinnen, aber diese Königinnen selber konnten damals nicht einfach nur frei draußen herumlaufen, sondern die waren gewissermaßen im Palast eingesperrt, ist gewissermaßen, ob man eine Vögel in einem Käfig gefangen hält. Sie hatten also wenig Gelegenheit, sie konnten nicht einfach so zum Buddha gehen und Dharma-Belehrung empfangen. Sie haben alle, die waren sehr interessiert an Dharma, und sie sind zu König Prasenajit hingegangen. Die Frauen und die Königin haben darüber gesprochen, dass sie auch Dharma hören möchten. Und er hat nicht nur zugestimmt, sondern hat auch gefragt, welchen Bhikshu möchtet ihr denn haben, um euch Dharma zu lehren. Sie haben diese Situation dann besprochen miteinander, und schließlich kamen sie dazu und sagen, Ananda ist der sogenannte Schatzhüter des Dharma, wie Buddha gesagt hat. So er sollte kommen. Und dann haben sie entschlossen, also Ananda ist derjenige, den wir erwählt haben. So gab es also eine entsprechende Regel, und Ananda würde dann für einige Male immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten in den dorthin gehen und ihnen Dharma lehren. Eines Tages, der König hatte immer eine Krone auf, so eine mit Juwelen besetzten Krone, und da war ein bestimmter Juwel, ein kostbarer Juwel, der aus seiner Krone plötzlich verschwunden war. Und es gab einen großen Aufruhr, und es wurde überall nachgesucht, alles wurde von unterster zu oberst gedreht, um herauszufinden, wo dieser Juwel verschwunden war. Und das war also zu dem Zeitpunkt, wo Ananda dort wieder zu seinem Lehrtermin kam. Und als dann zu den Königinnen sprechen wollte, sah er, dass die alle in großem Aufruhr waren. Er merkte, dass sie nicht aufmerksam sein konnten, sodass er fragte, was ist denn geschehen? Was nimmt eure Aufmerksamkeit? Normalerweise seid ihr sehr achtsam und aufmerksam. Was ist denn geschehen? Und sie sprachen, das sind alle die Dinge, die hier vorgefallen sind heute in unserem Palast. Und Ananda ging zum König und hat ihm erklärt, ich werde einen Weg finden, wie man eine Gelegenheit findet, dass dieser sanft und still, dieser Juwel wieder zurückkehrt. Lass ein Zelt errichten an einem Platz, und in die Mitte dieses Zeltes eine Vase, tiefe Vase mit Wasser gefüllt, dorthin stellen. Und alle diese Leute, die du verdächtigst, dass sie irgendwie vielleicht in die Gelegenheit gehabt hätten, diesen Juwel zu stehlen, bitte lass sie alle der Reihe nach eingehen. Aber dass die einzeln das Zelt betreten, ohne dass irgendjemand da ist, das heißt, dass wenn sie darin sind, dieser Verdächtige, nur die Vase und sie selber in dem Zelt sind, und sie sollten da reingehen
Und da war auch, also dann, haben sie dann gemacht und der tatsächliche Dieb war dann die Gelegenheit wahrgenommen, den Juwel in diese Vase hineinzuwerfen. So, man sollte also eine Gelegenheit geben, dass sie tatsächlich diesen Juwel zurückgeben. Wenn man in die Vase tut, diesen Juwel. Und das so, nachdem das so passierte, war der Juwel wieder da. Und der Dieb wurde eben auch nicht erkannt und wurde deshalb auch nicht bestraft. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wer jetzt der eigentliche Dieb gewesen war. Das war also der Plan. Der Dieb nicht bestraft, der Juwel ist wieder da, der Frieden im Palast wiederhergestellt. Und nachdem also dieser Plan durchgeführt und erfolgreich war, wurde sein Ruhm, Anandas Ruhm noch weiter, wuchs er noch an und man sagte, dass der Buddha, auch der Ruhm des Buddha, dass er solche Schüler unter sich habe, nahm weiter zu. Also vielleicht sollte ich aufhören, über Geschichten über Ananda zu erzählen, weil es so viele Geschichten sind. Wenn ich dann nur über diese Geschichte spreche, wäre niemals mehr Zeit für irgendetwas anderes. Also morgen, aber morgen an, morgen ist ein freier Tag, aber von dem übermorgen an werde ich über das erste Konzil sprechen. Ich glaube, das reicht für heute.